wir den Text des Abkommens öffentlich allen zur Kenntnis geben. Marktorf am Möhneburg, den 15. November anno 1762. Nachdem seine durchlauchtigste Majestät König Georg III., König des Vereinten Britischen Königreichs, und seine Durchlaucht Ludwig XV., König aller Franzosen, durch ihre Gesandtschaften und Unterhändler am 3. November hoc anno in Fontainebleau einen vorläufigen Frieden ausgehandelt und vereinbart haben, sind am heutigen Tage die nachfolgenden Generäle und Marschäle der britischen und französischen Armeen zur gemeinsamen Vereinbarung übereingekommen, um die noch bestehenden Kriegshandlungen beider Armeen in deutschen Landen zu beenden. Im Namen seiner Majestät König Ludwig XV. Von Frankreich, die Marschäle Karl von Rohan, Fürst de Soubise, und Ludwig Letellier, Graf d'Estrées, Befehlshaber des französischen Heeres. Im Namen seiner Durchlaucht Georgs III., König des Vereinten Britischen Königreichs, Herzog Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel, zugleich auch handelnd für seine Majestät König Friedrich II. Von Preußen. Beide Parteien sind beauftragt und willens, die bis dato bestehenden Kriegshandlungen aufzuheben und schließen daher formal einen Waffenstillstand. Danach sollen alle noch bestehenden feindlichen Stellungen aufgelöst und die Truppenteile beider Armeen zurückgeführt werden. Weiterhin vereinbaren beide Parteien den Austausch und die Rückführung der Gefangenen. Im gegenseitigen Einvernehmen werden diese Vereinbarungen mit dem heutigen Tage in Kraft gesetzt. Gegeben bei Möhneburg am 15. November 1762. Pro Gallia, Karl von Rohan, Fürst de Soubise, Ludwig Letellier, Graf d'Estrées, Befehlshaber des französischen Heeres. Pro Britannia, Ferdinand, Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel, Befehlshaber des alliierten Heeres.